Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlift. Ja, wir sind mit einem 5. Indiana Jones begleckt gehen. Aber haben wir den dann noch gebraucht? Ja, das erzähle ich euch heute bei Filmlift. So, tja, wo fangen wir dann an? Kann ich den Film als Mittelmaß beschreiben? Ich meine, das kann ich ganz gut. Der Film ist absolut Mittelmaß. Und das ist so traurig, weil es soll ja wirklich den absoluten Aufschluss vom Indiana Jones sein. Und vor allem auch als Harrison Ford als Indiana Jones. Und das war nicht so mega. Es war wirklich nicht so mega. Ich hatte eine Trailer-Reaction gemacht und du hast noch gesagt, alles mega vielversprechend aus. Kommen wir schon mal auf etwas zu kritisieren, was ich eigentlich am Trailer gelöst habe. Und zwar wie den Harrison Ford als so ein junger Mann am Film ausgesagt, weil den Harrison Ford spielt sich ja selber, aber mir in einer jungen Version und dafür als ein KI genutzt gehen, die ihn dann halt einfach jung soll machen. Das funktioniert aber nicht mehr so mittelgut. Also irgendwie, wenn den Szene so stoppt, dann denkt ich, wow, der sieht ja richtig gut aus. Aber wenn ihr das aber so am Laufen guckt, dann fällt aber für allem etwas ab. Und zwar nicht, dass irgendwie nicht wirklich real ausgesehen, obwohl es gesagt ist schon noch immer, dass du irgendetwas hast, dass du irgendetwas gemacht hast. Aber so, ja, innerhalb dem Strich sieht das schon gut aus. Aber während der Szene guckt den ziemlich andodisch an, Mensch, kann ich so sagen. Du hast irgendwie die KI das nicht hin oder sie haben das nicht hingekriegt, für das die Jung-Version von Harrison Ford irgendwie charakteristisch gut rüberkommt. Also das sieht alles ziemlich tot aus. Und da könnt nach etwas, wenn ihn dann in Harrison Ford an seinem Alter da schwätzen hören. Und dann gesagt in der jungen Harrison Ford, dann denken die so, also irgendwie klingt der wie ein alter Mann. Ja, das leid darunter, dass es den hast. Ne? Und das passt nicht ganz über den. Boah, das sind nur Sachen, du seht, du hättest drüber Wäsche gucken, das ist ja nicht so dramatisch, weil das ja einfach ein bisschen nostalgisch, die jungen Indie zu gesehen. Aber dann komme ich zu etwas, was ich mich während dem ganzen Film so ein bisschen gefreut habe, und zwar, wie was aus der Titel auf der Leinwand? Also wieso gucken wir als gerade einen 5. Teil und weil alles, was irgendwie passiert, ist meiner Meinung nach ziemlich belanglos. Also wir fanden so ein Objekt, oder sie haben so ein Objekt, vielleicht geht gewesen, wie sie eine Fond tun, den haben sie dann sind da geholt und dann vergehen paar Jahre und dann kriegen sie ein Objekt weggeholt und dann holen sie dem anderen weg und lebt dem anderen Hand drin und also irgendwie sind es nicht ganz nur kommen, wo als die ganze Story will hinbringen. Bis ganz zum Schluss, wo ihr seht, da will man hin. Aber um wie viel du hin, also habe ich mich eben die ganze Zeit gefreut, das ist alles ultra geschreckt. Also da sind extrem viele Szenen, auf die hätte ich locker könnte verzichten. Da hätten wir ein bisschen mehr Inhalt könnte kommen und ein bisschen mehr Charakterbuilding, weil den Indie, den also mit 4. Teil, ob Leute wo wollen hören, ob der 4. Teil existiert oder nicht. Bah, mir gefällt noch nicht, aber existiert halt. Damit muss man halt leben. Aber etwas muss ich ja sagen, der 4. Teil hat ja aber ziemlich mit dem Indie aufgeschlossen. Also die Message, die da rübergebracht wurde, fand ich ziemlich eindeutig. Und die geht halt so irgendwie über den Kopf gehalten und gesagt, nee, komm. Also egal, was passiert ist. Und das geht einfach mal gar nicht groß thematisiert. Also eigentlich, was am Film passiert, das soll ein ziemlich erschneidender Erlebnis sein, aber das geht halt einfach so hingeklatscht. Und das muss man nur schlecken. Die Pille muss man schlecken. Okay, wenn der das so, dann ist das so. Und das ist so traurig, weil den James Mangold, den hat diesen Film gemacht und ich hatte eigentlich gedacht, da kann ja nicht viel schief gehen. Ja? Le Mans 66, mega geile Film. Logan, krass geile Film. Und lo assen dann eben mal Indiana Jones 5 und das ist halt okay, so krasse Film. Und auch die Action-Szenen, die dran sind, die sind so hektisch geschnitten, dass alles irgendwie anstrengend zu gucken. Auch die Action-Szenen machen halt auch einfach keinen Spaß. Also, Train ist auch nicht. Und wenn Indiana Jones lo weder mit Story noch mit Action-Szenen überzeugen kann,
dann geht es schon relativ dünn. Auch bei einem Harrison Ford muss ich so mir den einfach, dass der Mann ja, den du als niemand so viel Leidenschaft dabei wie dat Molenk an der Zeit so war den hue so wie wann net so extrem viel Bock mehr auf die Sachen hat an dat könnt halt einfach River den halb für Mchner positive rausstich dass der Mads Mikkelsen den ich sowieso als grandiose Schauspieler ugesehen an de fand ich mcht dat mega gut der kriegt auch genug Screentime die funktioniert für mich nach ist von Ste gesinn und weil so okay lo bis wat für mich ein bisschen mehr interessant gehen obwohl dat Maus spielt man dann auch einfach auf der Sache war der Schluss als Reinke bist Shan wird ein Metapher ran an dann Fredin sich dass endlich verstanden hört wo immer gehen an das ja wo immer worauf man hier steuern an dann hast der Film halt auch schon rüber oder was hecht schon mit engem David ausatmen hun man also so dat hat man da gepackt dat war für mich nicht an mal schon mal das noch nicht so lange hier du hunsch man die alle Indiana Jones Filme ugeguckt auch der feierten hun mal ugeguckt nach einkeier Apps muss ich so man in Steven Spielberg Film guckt ob der Film nur gut oder schlecht das so die Spielberg Magie du haben und die spielt ich schon also ich fand das Geseide wann Spielberg den Film gemacht wird du von der Hut fand ich auch so in Indiana Jones immer ein bisschen gelieft an ja wann die Magilo auch pocht das dann hast das bisschen schwer ich fand natürlich wirklich gemerkt dass das Spielberg nicht mehr vierterfeierend und dem ganze war ja ich habe noch vom James Mangold mehr war noch nicht ich will nicht so der Regisseur hört hat absolut verkackt weil wir wissen Disney als immer ganz stark engagiert bei ihre Filme an desideiere gerne Sache wo ihr seht tja hat er mal fangen los was dann sieht wenn er rausstöcht als dass die Film dann 2 Stunden 34 dauert wirklich die Zeit wurden nicht gebraucht die also dat wir aber locker also locker ob 2 Stunden wir mal kommen du hat man nicht ganz viel verpasst ganz ehrlich es hat mal gehofft dass Indiana Jones halt bisschen auf einen modernen Erderweis gemerkt wenn Idealfilmer guckt das auch schon alles bisschen angestöpst das muss ich so natürlich aber noch immer Charme von Demos mit trotzdem das alles bisschen angestöpst dann hat man gedacht ja dann also vielleicht im Moment für frische Wandern zu bringen nee leider verdammt traurigen Aufschluss für so ein Großmacht also 3 Filme die grandios waren dann hat einem feierte katastrophal zu Schlussgang gesehen an den 5. Flightlenker wollte retten an nicht hextens nach einkehr so die Machtdenker Wasser rausgezogen und ein bisschen aufdripse gelossen an dann du tun so kennen das bisschen 4 Stellen so hun ja nicht ganz viel Richtung hat an ich hoffe die Macht losen solo weil für mich gehört doch den Harrison fordern die Rolle sie brauchen Menge brauchen sie nicht zu kommen und so okay Indiana Jones an neue Schauspieler dann können sie für mich ein einer Macht sein die an dem Genre aus du musst nicht voll verstehen Indiana Jones los dann los ihr Schneisachen nachfallen geht bisschen kreativ an dem Genre ich denke das noch viele rauszuholen und dann kränkt den auch die alt Zuschauer die alt Fans nicht mehr so bei dem Film so hun ich verdammt lange wird dieser Film geschwert dem er absolut gut nicht gefallen wird und ja erzählt mal gerne an die Kommentare wie ihr den Film gefallen wird wie dir überhaupt zu Indiana Jones steht an ob dann vielleicht nicht aber ein himmlische Fan vom Feierten drin aus traut sich Stadt zu so da das ja auch immer so ganz kritische Punkt ja lust mal gerne Ermenung do an dem Sinn ging ich so und verabschiede ich mich erwünschen ihr dann ja aber nach ein ganz viel Spaß am Kino mit Indiana Jones ciao